Goedemorgen. Ja, we zijn jetzt bij Weihnachten voorbij. En verder wordt het Weihnachten dan vrouwen aan zijn en anderen wat hij te Weihnachten gekregen. En dat is mijn vrouw van der en wat hij te Weihnachten gekregen. Wer heeft de beste Weihnachtsgeschenk gekregen? Einmal hier in Irdischen, dann kriegen wir vielleicht ein bisschen wo wir gewahr sind, oder bei der Arbeit steht, wo wir geschafft haben, kriegen wir vielleicht ein bisschen Geschenke hier. Aber das ist ein Geschenk, das wir uns nicht verdienen, und allemal das würdig dort zu nehmen. So, mein Titel für die Botschaft ist, das beste Weihnachtsgeschenk. So, das beste Weihnachtsgeschenk. Hast du das beste Weihnachtsgeschenk all gekregen? Hast du das angenommen? Und ich will mein Text für die Botschaft ist Römer 6, Vers 23. Das letzte Part durch. Wir denken an Johannes 3, Vers 10, wo das sagt, dass Gott wie die Welt so viel wird, dass er seinen einzigen Segen gab, dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, aber das ewige Leben haben. So dass die Schenke ist das ewige Leben. Und hier in Römer 6, Vers 23, ich werde den ganzen Part lesen, das sagt erstens, der Lohn, den die Sünd holt, ist der Tod. Aber Gott schenkt das ewige Leben in Christus Jesus an den Herrn. So, das ist ein Geschenk, das ewige Leben ist ein Geschenk. Der Lohn, der Sünd holt, ist der Tod. So, wir wissen, dass wir haben alle gesündigt, wir sind alle kalt gekommen, dass wir Gott senden sollen. Und durch Arm und einfach haben wir die sündvolle Natur mitgearbeitet. Aber Gott schenkt ihnen Sehen, so unsere Sinnen sollte betonen. So deswegen ist das beste Weihnachtsgeschenk, das damals wer annehmen kann. Und in Johannes 4, Vers 10, wo Jesus bei den Baum sagt, da wo die früh nur am Time, du sagst, dass es dort. Und Jesus antwortet an und sagt, wenn du die Gottesschule kannst und weißt, wer das ist, der zu dir sagt, gib mir zu trinken, dann wirst du ihm gefragt haben und er wird dir leben, das wird er gegeben haben. Er sagt, wenn du die Gottesschule kannst, schauen wir die Gottesschule, haben wir die Tränen, wenn wir die Tränen haben, dann schauen wir die. Dann er sagt, ich will dir Leben, das wird er geben. Und dann in Johannes 6, Vers 32, sagt Jesus, Jesus sagt zu ihnen, ich sage ihnen die Wahrheit, dort wir nicht Moses, der ihnen das Brot vom Himmel gibt. Aber mein Bruder gibt ihnen das wahre Brot vom Himmel. Das Brot von Gott ist der von Himmel raufkommt und der Welt das Leben darf. Das physische Brot, was wir hier essen, das darf uns physische Körper leben. Und Jesus Christus kommt von Himmel rauf, haben wir das Brot für die Welt und dort darf uns geistlich leben. Und dann bei Epheser 2, Vers 8 sagt, dass die sind durch Gott sind genug gerat, willst die leben. Das ist nicht durch ihn wirken, das ist ein Geschenk. So, das ist ein Geschenk. Die Rate sind ist ein Geschenk von Gott. Das ist nicht, was wir uns verdienen können, das ist ein Geschenk von Gott. Und deswegen ist das das beste Weihnachtsgeschenk, was demol wir annehmen kann und kriegen kann. Das beste Weihnachtsgeschenk. Und wenn wir dann denken, dann, was habe ich das Weihnachtsgeschenk annehmen? Was habe ich das Geschenk annehmen, das ewige Leben? Gott hat das alle gemerkt für uns. Und wie für uns das anzunehmen, wo nehmen wir das an? Ich finde, dass Menschen wie das Pferdmal und Trouble überall entweder eine sieht oder den ganzen eine andere sieht. In den Mittelstrechte finden das einmal ein bisschen hoch. Das werden die Menschen, die lehnen ganz eine sieht, oder immer ganz eine andere sieht. Ich kann bechecken, aus Johannes anfängt zu predigen und aus Jesus anfängt zu predigen und die 12 Apostel,
wat het eerste weer wat zij zeiden als zij aanvangen te predigen. En ik glaube, dat is sehr wichtig, dat we doen checken en dat we dat recht die voeten hebben, dat we aan Sandianendag niet hebben einmal worden aanschmeren. Dit lijft hebben we weer geraad, vielleicht an de Worten verloren haben und die gleich wie wir nicht terugschlagen. Und dann uitvinden dat we nicht gut angenehm sind. Da komme ich nicht ein, was verstehen, was nach Schakel ja wird sein, was an jedem Tag zu hören, dass Gott uns, dass Jesus wird uns sagen, dass er kann uns nicht. So, ich glaube, es ist wichtig, dass wir das checken. Und das, was das erste sehen, als sie anfangen zu predigen, dass wir das Wort bezahlen, oder tiert arm. In betanerer Amt hier, und das meint unseren Sinn verändern. Wir lassen unseren Sinn Tag in Gunn, dort, was Gott sein Wort sagt. Jesus sagt in Johannes 7, Vers 38, dass wer am mich läuft, ist der Schrift sagt. Uit den zijn banners, dat waren levende Wutterstreim ran. So, wer an angleicht, ist der Schrift sagt, nicht tun, was Menschen sagen. So, betonen ist sehr wichtig. Wie man an den Sinn Tag lassen. Die Bibel sagt, ein Sprecher ist ein Weich, was sich reich ist zu dem Mensch über die Ende von 14 Tod. Und ich finde, dass Betonen ist das Allerwichtigste, das ewige Leben empfangen. Das Glauben ist auch wichtig. Wie man glauben. Betonen und Glauben gehen Hand in Hand. Und so, als Johannes anfängt zu predigen, das sagt in Matthäus 3, Vers 1 und 2, du sagst, dass in der Zeit kam Johannes, der Däuper in Predigt in Judäa, in der Wildnis, und seht, tiert arm, das Himmelreich ist dich bei. So, das erste, was er sieht, was er anfängt zu predigen, sagt er, tiert arm. Und als Jesus anfängt zu predigen, als Johannes hier schwer festgenommen, sagt er in Markus 1, Vers 14 und 15, und als Johannes erst festgenommen wird, kam Jesus in Galiläa, im Predigt das Evangelium von Reich Gottes. Und an der 15. Vers sagt er, und er sagt, die Zeit ist gekommen, und das Reich Gottes ist hier, tiert arm und leib von das Evangelium. So Johannes sagt, tiert arm, und Jesus sagt, tiert arm. Und dann als Jesus die 12 Dinge reinmerkt, in der Rütschheiten sagt er in Markus 6, Vers 8, durch 12, sagt, und er befahl an, ob die Reis nehmt er 6 nicht mehr aus einem Grundstock, kein Brot, und nicht eine Reistosch, und nicht Geld eine Tosch. Tragt den Schau an, übernehmt nicht 2 Rad mit. Er sagt an, und wo immer die in Hüs nangunen, blieb du, bei die die Stadt verloren. Und wo immer sie nicht abnehmen, und nicht nur in Harchen, und die dann du weichgunen, dann schert den Stoff von der Feit. Dort wird voran eine Warnung sein. Und dann der 12. Vers, dazu sie dann rückgehen zu predigen, und dann sagt er, dann gingen die im Predigen, dass die Menschen amtieren sollen. So dreimal amtieren. Alle 3 sind amtieren. Und dann, wie weit in der Geschichte von den armen Mann und den Lazarus, oder die reichen Mann und der Lazarus, als die später gestorben wären, dann wie Lazarus bei Abraham beschaut, und die reichen Mann, die wir in der Hall. Und dann will er haben, dass Abraham soll wem von den Todesabwerten in seine Brüder schicken, dass sie sollen amtieren. Dass die nicht wirklich durchkommen, wo er wäre. Weil sie können halt handschicken, das ist interessant, wunderbar, wo das ist. Das sagt, das sind 2 Städten. Lazarus, wie bei Abraham geschaut, in der Reckermann, die wir in der Hall, in dort waschen, die wir in den Deiper aufgerannt, und da sagt, dass er kann in der sein. Das ist wunderbar, wo er schaffen hat, dass er durch handschicken kann. Über Abraham gesagt haben, dass die hatten die Propheten, die hatten alles, was entfernt hat. Dat wir nicht neidig. In Lukas 10, Vers 30 sagt er, hij übersehen, nee, Abraham. Want von den Todes wir würden hangehen und würden die amtieren. So, hij wusste hier, dass die müssen amtieren, dass sie nicht würden durchkommen. Und dann, als Petrus gepredigt hat in Apostelgeschichte 2, dann sagt er in Apostelgeschichte 2, Vers 37, als der gepredigt hat, sagt er,
Als zij dit niet hielden, denk aan dat te horen. En zij zeiden te Petrus en de andere apostels, je mannen en lieve broeder, wat zal we doen? Petrus zei te aan, keert arm en loot in al aan Jezus Christus in noemen diepen. Zo hij zei keert arm, de eerste zei hij keert arm. Zo dat amteren is zeer wichtig. Wenn wir nu bloß sagen, dass wir glauben an Jesus, dass wir nehmen ihn an, wir nehmen an uns Wort an, dann müssen wir durch ein Beweis sein in uns Leben, dass wir uns haben abgemerkt und dass wir ihn haben angenommen. So, das Amtieren ist sehr wichtig. Und die von uns, die in Christen schauen, die nannten die wahre Geburt eine Sendungsveränderung. Und das ist gleich, was das ist, das ist eine Sendungsveränderung. Wir ändern uns sein, wir können nicht mehr in das, was wir glauben. Wir nehmen das so an, als Gott das sein wird. Ich werde das echt am Anfang betritt wir. Ich verlor einen Teil von meinen Freunden. Und die sagten mir, dass ich arg wäre, dass ich einen argen Lohn gefunden habe. Und ich kam dazu, dass ich am Zweifel kam über meine Seligkeit. Aber du kam die Zeit, dass ich mir eine Entscheidung, ich würde in Gott sein Wort gehen und ich was das sein wird. Und wenn das nicht stimmen wird, was andere zu mir sagen werden, dann würde ich das nicht annehmen. Und ich nehme dort an, was Gott sein Wort sagen wird, und dort wir ein großer Segen, und das ist, was wir machen tun. Die Menschen werden vielleicht dann sagen, dass die einen rechten Glauben gefunden, aber Gott sein Wort sagt, das sagt, wer an mich glaubt, ist die Schrift sagt. So, die Schrift wird tun, das ist uns ganz klar, du Zwiebel wie wir. So, wer hat neidig amtieren? Wir wissen, dass wir haben alle gesinnt, wir sind alle Karte gekommen, so wir müssen alle amtieren. Das darf nicht sind Menschen, die besser sind als die anderen, die nicht daran amtieren. Und wir wissen, dass von den Schriftgelehrten, die Pharisäer, die leiden Pferden, die Gesetz studieren, sie streben nur dort nur zu kommen. Und sie werden vielleicht bitterlich beweisen, sie vielleicht eine abreiche Menschen. Aber dann sieht Jesus, die in Matthäus 4, Vers 20 sagt er, wie es dit gesagt, wie es dit sagen Kind, wenn die Gerechtigkeit nicht wird besser sein als die Schriftgelehrten und Pharisäer, wo ihr niemals in das Himmelreich ankommen. So unsere eigene Gerechtigkeit bringt uns noch nicht an. Und wir können nicht so denken, dass andere sind schlechtere Sünder als wir. Jesus sagt, wenn wir nicht amtieren, dann wollen wir das Himmelreich nicht sein. Und dann Lukas 13, Vers 1, von 1 durch 4. Wir hören uns die Juden dann, die leiden, wenn irgendwas passieren wird, wenn die Menschen leiden müssen, dann leiden sie all das, würden wir sicher mal grobe Sünder sein. Und hier in Lukas 13, Vers 1 durch 4 sagt er, du wären dann zu der Zeit sein, der Jesus von Galiläa vertalten, der Blut Pilatus an seine Opfer gemengt hat. So Jesus sagt, glaubt ihr, dass diese Galiläer eure Sünder wären als alle anderen Galiläer, weil sie ab diesem Weg leiden müssen. Sie seid leiden, dass sie ab diesem Weg leiden müssen, wären sie eure Sünder. Aber Jesus sagt, früher, glaubt ihr, dass das eure Sünder sind als alle anderen? Und dann in Vers 3 sagt er, ich sage, nee, wenn die nicht amtieren wollen, wollen die alle Kräfte ankommen. Oder die 8 hier, die in Siloa zu Tod kamen, was die Term ab an Abfall, denkt ihr, dass die eure Sünder wären als alle anderen Menschen, die in Jerusalem wohnten? Dann sagt die Wahrheit, ich sage, nee, wenn die nicht amtieren wollen, wollen die alle Kräfte ankommen. So amtieren, wir können sagen, amtieren ist sehr wichtig. Wir müssen amtieren von anderen sein liegen lassen und dort annehmen, was Jesus sagt, das heißt das sagt. Wer angleicht, ist der Schrift sagt. Und nicht, was wir denken, oder das wir glauben. In Römer 12, Vers 2 sagt er, entstellt die nicht so haben aus dieser Welt, die sollen durch eine neue Gesinnung verändert werden, dort die weiten kennen, was Gott sein wollen,
was gut, angenehm und vollkommen ist. So hier sagt es, wir sollen uns nicht so handstellen aus der Welt. Wir sollen durch unsere neue Gesinnung verändert worden. Und dazu werden, das sagt, die wahre Geburt ist eine Sendungsveränderung. Wir haben einen Weg, was wir denken. Und wenn wir an Gott kommen, dann müssen wir anderen Sinn und sie luten. Und dann müssen wir das so annehmen, was Jesus sagt. Dann müssen wir unseren Sinn verändern. So Gott will uns alle Menschen das Geschenk geben. Das ewige Leben. Er will nicht, dass irgendwer verloren gehen soll. Das sagt Petrus in 2. Petrus 3, Vers 9. Sagt er, der Herr, der vertragt sein Versprechen nicht so lang. So ist allgemein. Er hat bloß Geduld mit ihnen, weil er will, dass alle Menschen sich abmerken sollen. Und dass keiner verloren geht. So sein Verlangen ist, alle Menschen das Geschenk geben. Noch andere steht in Lukas 12, sagt er, dass Gott seine Freude uns das Gottes Recht zu geben. So, er hat das alle Recht mehr. Und das ist seine Freude uns das Gottes Recht zu geben. Das beste Geschenk. So, für uns ist das zu leben und amtieren und das annehmen, was Gott sein Wort sagt, und dann wollen wir das Geschenk kriegen. Und in Lukas 11, Vers 13 sagt er, wenn die dann die geschlagen sind, weiten Tag jene Kinder Gaude zu geben, sagt er, wie viel mehr wird den Vater im Himmel den Heiligen Geist geben, die den Frauen. So, er merkt das sehr klar. Wenn wir geschlagen sind an die Kinder, und wir wollen an die Kinder Gaude Geschenke geben, da haben wir Verlangen, dann sagt er, wie viel mehr wird Gott den Heiligen Geist geben, die den Frauen. Und das ist so wunderschön, dass wir weiten, dass Gott hat keine ansehende Person. Er ist bereit, allem dort zu geben, die sich amtieren und dort leben, was er sagt. So ist er sagt. Und am Leben, so ist die Schrift sagt. So Gott hat viel Recht gemerkt für uns. Und was nach der kommen ist. Und bloß an das Leben, all das ewige Leben zu haben, hier an das Leben haben wir einen großen Segen. Wir haben Frieden mit Gott. Und er hat uns andere Jessel gegeben. So kommen viele andere gegeben mit das erste Geschenk, was er uns schenken will, mit das ewige Leben. So dann haben wir Frieden mit Gott. Und das ist das wunderschöne Frieden haben mit Gott. Und ich sage, ja, wirklich weiten, was Frieden ist, weit wir euch nicht wie das haben. Und wenn wir das haben, dann weit wir, was das ist, Frieden haben. Und ich meine nicht Frieden an der Welt. Jesus sagt, an der Welt, wo ich Trieb soll haben, über an mich habe ich Frieden. Und an Gott Frieden haben, dort ist wunderschön. Und dann kommt nach das 1000 Jahre Recht. So das ist viel Rechtgemerkt für die, die das Geschenk werden annehmen. Und wenn ich an denke, an das 1000 Jahre Recht, all die, die waren Port haben an die erste Auferstehung. Die Bibel redet von 2 Auferstehungen. So die, die waren Anteil haben an die erste Auferstehung und die, die die zweite Tod keine Macht haben. So in der Auferstehung wird in 1. Thessalonicher 5 von reden, dass all die in Christus gestorben sind, die waren dann abgewirkt worden. Und dann, die waren nochmal mit Christus regieren, hier das geirrt für 1000 Jahre. Und da komme ich mit Verstehen, mir ist das so, ich glaube, das wird vielleicht so sein, als das damals in Gordon Eiden wir. Das sage ich in der Bibel, dass die waren nicht mehr kleine Kinder gestorben. Ein junger Kind wird gestorben, weil das 100 Jahre alt ist. Und das kann wir uns gleich denken, wahrscheinlich das wird sein. Und all das ist zu kommen für die, die das Geschenk werden annehmen. Und dann, zu Gott lassen, einmal, wenn Jesus ist, wird kommen, wenn das ihr wird vergehen, der Himmel ihr wird vergehen, dann wird er ihr in den neuen Himmel verschaffen. Für uns immer Beamte sein. So das ist, was das kommen ist, was Gott uns rechtgemerkt hat für all die das Geschenk annehmen. Würde ich mit mir stimmen, dass das beste Geschenk ist? Ich kann mir nicht vorstellen, was noch ein besseres Geschenk kann geben, ob das jeder demonstrieren kann. Aber das ist sehr wichtig, wenn wir das Geschenk nicht annehmen, dann es gibt ja viele Menschen, die beschuldigen die Juden
von Jesus Tritien, in sogar das Land Israel. Die jeden Jahr dort sind, die Jesus Christus die tätig haben, und die beschuldigen die sind verhorst über die. Aber weißt du, wenn wir dort angebaut nicht haben, was Jesus ans Arbeiten hat, was Gott ans Arbeiten hat, er hat seinen Sinn geschickt, dass alle, die anbleiben, nicht daran verloren gehen, aber das ewige Leben haben. Wenn wir dort tätig stehen, dann, weißt du, dann sind wir charakterschuldig, als diejenigen, was Jesus damals tätig leiden. Charakterschuldig, kein Unterschied. Und das ist sehr wichtig, daran zu denken. Das sage ich, wenn wir nicht amtieren, dann wollen wir Charakter ankommen als alle anderen. Und ich glaube, so wenn wir dort tätig stehen, dann ist kein Mädel mehr. Das ist das letzte Mädel, wo wir durchgehen, nur Gott in das ewige Leben kommen. Wenn wir dort tätig stehen, dann ist keine Vergebung mehr. Und ich glaube, das wurde von Reden der in Hebräer 10, dort, wenn ein Mensch das gesehen hat, der weiß, was er tun, und sogar all das, was von geschmeckt hat, und dann noch tätig stehen und nicht das annehmen, dann ist er bloß noch in Lüren und Freten das Vier. Dann ist er von du wieder als keine Vergebung mehr. Von diesen als keine Vergebung. Und das redet von du eine Sinn, die den Tod führt. Und ich glaube, dort ist der Sinn, was der Tod führt. Dort steht, was Gott von uns tun hat. Du hast keine Vergebung mehr von. Aber wir können immer, wenn Gott uns tragen wird, wir können immer weiter nach der Gelegenheit haben, wann er zu uns reden wird, dann nach weiter Zeit am kommen und das annehmen. Das sage ich in Hebräer 2, Vers 3, sage ich, dass, wo können wir dann rechnen, mit weiterkommen, wenn wir so ein großes Tragungswort nicht achten, dort uns erstens von den Herrn selbst gepredigt wird und dann von denen bestätigt wird, die am Reden gehört haben. So, wenn wir das würden zur Zeit stehen, wo habe ich dann gerechnet, um weiterzukommen? Das ist wirklich das beste Weihnachtsgeschenk, das wir haben. Und wenn das redet von nach, was da noch überblieben ist, bloß nur in Frieden das vierte Lehren. Das die Bibel redet viel von der Hall, von vier. Das redet von der Hall und von der vier sei. So, und vielleicht sind das zwei verschiedene Stellen. Ich glaube, das sind zwei verschiedene Dinge. Und vielleicht nehmen wir einmal mit gleichzeitig, wo wir denken an ein vier sei, von einem Lick von vier. Ich glaube, dann soll wir das wirklich so nehmen, dass das sagt. Das ist wirklich ein Lick, wo vier sind, und wer würde nennen wollen. Dort würde dann sehr klar sein, sonst würden wir ans Thema nicht wählen wollen. Aber wir können gleichzeitig werden. Wir leben hier in dieser Welt, das kriegt es wie so einen Stab auf von der Ewigkeit. Ein Stab. Wir haben keine Versprechen, dass wir mal leben wollen. Wir haben keine Sicherheit, dass wir hier wollen, das Gebiet tun von deren. Uns Leben ist in Gott seine Hand und wir wissen nicht, wann uns irgendwas hier sind. So, das kriegt es, wenn wir ein Stab auf sind von der Ewigkeit. Und wir wollen noch mal alle in Ewigkeit sein. Dort ist ganz sicher, über wo wir wollen in Ewigkeit sein. Dort ist das Wichtige. Und dort müssen wir hier nie in das Leben uns wählen, wo wir wollen sein in der Ewigkeit. Und ich will ein bisschen checken, was Schriftstellen, wo das reden wird von der ewige Vier. Und ich nehme das wahr, wenn das sagt vier, ewige Vier, dort meint das Vier, was Himmel kommt, und das ist wirklich das Vier, das sagt, was mit Schwefel brennen. So, das ist wichtig, dass wir dann denken, dass wir nicht kalt werden, aber das ist wirklich so, als das ist wirklich Vier, was der Himmel was kommt. Und erstens ist Matthäus 18, Vers 8, das sagt, du werden, wenn deine Hand oder Fuß die Ursache geben zu sündigen, dann hakt die auf und schmied die von dir. Das ist für die besser, aus trippelig dem Leben zu wohnen, aus Bett feit im Bett hängen zu haben, in einem ewigen Vier geschmeten zu werden. So im ewigen Vier. So meint das kein Eng. Und dann Matthäus 24, Vers 41 sagt Jesus, dann wird er zu dir an seine linke Seite sein, weich mit den tiefen Fluchten im ewigen Vier nennen.
So, die alle zijn de en eeuwigen 4. En dan Markus 9, vers 47, sagt, en wann die eeuw die für u sagt te zenden, riet dat riet, dat es beter voor die met een eeuw en naar Gottes Reich te komen, als 2 eeuwen te hebben en dat als 2 eeuwen te hebben en aan dat halen 4 geschmeten te worden. En dan in de 48e Vers sagt het, wo de worm niet doodkomen wordt en dat 4 niet uitkomen net. Dus we worden in, alle mensen worden in nieuwe Körper stehen. Die wordt verändert worden in anstoßlichen Körper. So dat sagt, die wordt helemaal sterben. Die wordt immer leiden. Dat 4 wordt immer sein en de Körper wordt niemals nicht sterben. Die wordt für immer leben. Wir zijn dat aan den rechten Morgen hier waren, en Lukas 16, vers 25 sagt er, en dan roept hij, Vader Abraham, hab Mitleid met mij, en schick Lazarus, dat hij zich de vingerspits en Butter drukt in mij, de tong kalt, wiens ik word hier in deze vlammen die tweelt. En dan Offenbarung 19, vers 20 sagt er, über dat Tier wordt vastgenomen, en met hem ook de leesverfeit die onziend holen, wonderteken die doen had, woedelijk hij de verleid, die dat Tier zijn teken nemen, en dat Tier zijn beeld aanbeden. En die worden bij levendig, en den 4 zij smeten, die met zwefelblit brandt. En dan Offenbarung 20, vers 10 sagt er, en bij de vriend, die aan verleid wordt en 4, en een schwebel zij neergesmeten, wo het hier en de levensprofijt beren, en die worden dagen na van eeuwigheid te eeuwigheid getweeld. Zo dagen na van eeuwigheid getweeld. En dat zag je dagen na, hoe ik een half wordt 10 dagen niet zijn, dus plus diestenis. Diestenis en 4, wat we ons temmelich aan verstellen, wordt het nog mal wat zijn. En dat zal ons moed geven, zo te leven dat andere mensen worden die traag stehen en ook kunnen zien dat we worden een verlangen hebben, de bergen hebben aan ons andere mensen dat te zeggen, wo ze am Weg handeln, wanneer zij Jezus niet hebben, wanneer zij dat geschenk niet hebben, dat zij niet kunnen daar door aankomen. De Reckermann, die wil dan hier hebben, dat zullen we van de doden te hangen, maar dat ben niet mogelijk. Maar voor ons, die we nu nog leven, wie hebben die gelegenheid mensen te worden? Check man. Wenn die das Geschenk nicht hast, wo geht das hin mit die? Dat is 4, wat de branden, wat de voor immer en ewig wat zijn, wo het keine Möglichkeit ist, de te komen. So wie haben nu die gelegenheid, mensen de warning te geven, dat zij niet daarvan door aankomen. Maar dat we dat niet, dan kunnen viele, können vielleicht dadurch geraten worden en nicht door aankomen, wanneer we dat aanzien deuten. Dat zag ik in de schrift in steht, dat wie sollen die so is in 4 gerieten. En dan Offenbarung 20, vers 14 sagt dat, en de dood in zijn Dreck worden en 4 zijn angeschmeten, dit is de tweede dood. So de dood in zijn Dreck. So wo immer Menschen begraven zijn, dat dood zijn Dreck, die wordt de dood is abgegeven. Die het niet begraven hebben, maar einige mensen besteed al crematen doen, kruiden doen, dat dodenrek wat de doden is abgegeven, en die waren alle aan 4 gesmeten worden. En dat is de tweede dood. So, dat is een grote troost dat we, wanneer we dat geschenk aannemen, dan hebben we aandeel aan de eerste Auferstehung, dan zegt het, dan heeft de tweede dood geen macht over ons. Maar wenn wir nicht doen, dan waar we van die zijn worden worden van de tweede Auferstehung mang zijn. En die worden bloß abgewerkt worden, till man het eeuwige 4 angeschmeten worden. Dat is wichtig. Ik glaube, het kan het zijn, waarom dit het beste geschenk is. Want we zijn wat God uitgemerkt heeft voor ons, en ook wat hij uitgemerkt heeft voor die wat niet aan ons blijven doen. Sehr, sehr wichtig. En we worden scheinbar nicht wie Menschen, dat demon soll durch aankomen. En we daren het niet. We kunnen dat aannemen wat Jezus uitgemerkt heeft voor ons. En dan aan sicher zijn
dat we waren van de eerste zijn wat er waren opstoen. So, dit redt hier van de Propheten, von den Lehrpropheten, wo die Menschen verführen leiden. Aber dann Offenbarung 20, Vers 15, warum habe ich mal das durchsagt? Das sage ich, wenn irgendwem sie nun nicht ein Lebensbuch geschrieben stand, ward er im Pirsei geschmäht. So hast du das Geschenk angenommen. Das beste Geschenk, als die Numen an das Lebensbuch. Dort ist das Wichtigste in das Unternehmen ist, an Gott glauben, so ist die Schrift sagt. Nicht so ist Menschen sein, oder so ist die Welt wird sein. Wer an angleicht, ist die Schrift sagt. Mit denen die Menschen, die ein Leben, die Wutterstreim ranen. Dort ist, wo wir das Geschenk annehmen. Denn kein anderen Weg. Amtieren, in das Evangelium glauben, dann, wo wir Portan an die Echtstoffe stellen, dann, wo die Teuer dort keine Macht haben über uns. So ist wichtig, dass wir die Entscheidung nicht mehr an Gott sagen, dass er hat kein Gefallen an den Tod des Sünders. Und er sagt, er will viel lieber, dass wir uns sollen abmerken, als dass wir sollen verloren gehen. So er hat alles recht gemerkt, dass wir kennen, dass wir Leben haben und immer bei ihm sind. Aber wenn wir das nicht annehmen, dann ist durch die Hall, die Leck von das Vier, wo all die waren eingeschnitten, wie uns Numen nicht an das Lebensbild eingeschrieben ist. So Lukas 12, Vers 32 sagt, das vergeht nicht, kleine Herd, dort ist den Fuhrer seine Friede, sind das Gottes Recht zu geben. So dass Gott seine Friede uns das Himmelrecht zu geben, dass wir nicht derben nochmal verloren gehen. So das beste Weihnachtsgeschenk, dort ist an Jesus zu finden, Gott hat das durchgestellt, reitgemerkt für uns, er gab es ihnen sehen, und dadurch haben wir das ewige Leben haben. Er sagt, das ist ein Geschenk, das ist nicht, was wir uns verdienen, das ist ein Geschenk. Und dazu wendet er das Titel gegeben hat, das beste Weihnachtsgeschenk. So, wenn wir daran denken, wir uns Geschenke geben, das ist Geld, das ist nicht mehr aber alles, das beste Weihnachtsgeschenk ist das ewige Leben. Und das ist ein Geschenk. Das ist, Epheser 2, Vers 8 sagt. Es ist nicht, dass wir uns mal an der Worte verneinen können, aber das ist ein Geschenk von Gott, wenn wir anderen sehen und sie luten, wenn wir amtieren und am bleiben, dass die Schrift sagt, dann wird er uns das ewige Leben geben. Und dann wollen wir nochmal immer mit am sein. Aber da wir das nicht, dann sagen wir, schuldig kriegt es die Juden, was Jesus 13 leiden. Und dann wollen wir alle, was dort während der Zeit gestartet haben, was nicht, nur nicht an das Lebensbild angeschrieben ist, sage ich, werden die am Pirsei angeschmissen. Ich denke mal an von Hall, was Pferden von Hall geredet, und besonders irgendwo bei der Arbeit, also was Pferden von geredet, was zurückgältig genommen, was man keine Meinung hat. Aber wenn du niemand denkt, wenn du mal würd wieder im Vierland fallen, wenn die nicht gelernt hätte, rüberzukommen, die würde rüberkommen, so hastig, als es möglich wäre. Kriegen dann während wir, oder was die gesagt hat, über Hall, er würde rüberkommen, so schön, als es möglich wäre. Aber nicht daran zu denken, an die anderen Tag, wenn die waren angeschnitten wurden, und dort keine Hoffnung ist, damals da rüberzukommen. Das ist wichtig. Und ich glaube, wir müssen das wichtig nehmen, dass man die Bibel sagt, von der Leck von 4, das ist wirklich 4, wo der Himmel ausgehen wird. Wenn die Menschen nicht verändert wird, in Anstachel, in Körper, dann würde es noch okay sein, weil dann würde ein kleines Stück brennen, dann würde es tot sein. Aber wenn es nicht, die wird verändert wird, in Anstachel, in Körper, so die waren, was Himmel ausgehen, die Lieden, was Himmel abhören. Und das ist die Zeit, wenn wir leiden, dann, was immer uns passieren wird, wir sehen bald von Lust zu kommen, was immer das ist, wo wir leiden, dann bald versucht wieder von Lust zu kommen, und wir wollen da Lust von kommen. Dort ist eine Sache, wir haben die Sache, wir wollen davon loskommen. Entweder wir wollen geheilt, wir wollen die weiter loswerden, oder die Menschen, die sterben, und dann sind die weiter weg. So dort ist die Sache. Dort haben eng. Aber hier, wenn für die, was an diesem Fall waren, dann kommen, für die ist es kein eng.
dat is voor immer en ewig. En door aan te denken, dat is schrecklich. En mijn Wunschengebet ist, dass wir alle würden wirklich sicher merken, dass wir das Reich gefunden haben, dass wir amtitiert haben, dass wir das bewiesen mit uns Leben, dass wir haben uns abgemerkt und dort angenommen, was Jesus sagt. Das heißt, wer um mich glaubt, ist der Schreck, sagt, der wird wir Leben haben. Und wenn wir daran denken, wenn wir auch versuchen, andere Menschen zu warnen, es sind viele Menschen, die weten dass die leben auf dem breiten Weg und die weten, dass wir den breiten Weg handführen, wenn wir Gelegenheit nehmen, wenn wir Gelegenheit kriegen, die Warnung zu geben, wenn die uns nicht gleichen wollen, aber wenn sie würden, die sich kriegen und von den Weg rauskommen, dann würden sie uns doch sehr danken, dass wir irgendwie warnt haben. Wenn wir das nicht wahrnehmen, wir haben nicht die Zeit, wir haben nicht die Gelegenheit, das zu tun. Wenn diese Zeit ist ewer hast, dann ist das ewer. So, das beste Weihnachtsgeschenk, was einmal konjugiert werden, dort können wir annehmen. Und ich betrüge, dass wir das alle haben angenommen, die wir hier sind. Und wenn wir können leben, wenn wir andere Menschen wollen, dass sie nicht sterben, in diesen Fall kommen. So, wenn wir noch alle Tipp beten. Herr Jesus, wir kommen vor den Heiligen und die sagen, wir danken dir, dass du uns wirst, den Himmel zu verlassen, rauf zu kommen, ab ihr den Leben zu geben, dass wir können das ewige Leben haben. Gott, ich danke dir für das Geschenk, dass du uns geschenkt hast, dass du den Segen schenken willst, dass alle, die an anbleiben, nicht daran verloren gehen, aber das ewige Leben können haben. Bruder, wir danken dir dafür. Und Herr, habt ihr uns das alle reich verstanden, würde zu kommen, dass wir mit einem anderen Sinn abgeben, anderen Sinn verändern, amtieren, und dann an das Evangelium glauben, das dient das sagt, dass wir dadurch dann das ewige Leben haben. Herr, habt ihr uns Leben, das Leben tun, so dass die das was haben, dass wir können Licht sein hier, Herr, dass wir nicht Menschen, eine Worten sind von Menschen, dass viele von denen, was du auf den Weg sind, was du auf den Weg sind, dass die würden zur Einsicht kommen, dass sie nicht würden zu Latz nach diesem Ort kommen, Herr. Herr, ich danke dir von jedem einen, was du gekommen hast, und musst du uns wirklich halten, darüber nur zu denken, was du von uns gemerkt hast, was du gekommen ist, wann wir das Geschenk haben angenommen und was das gekommen ist, für die, die das nicht annehmen. Dann, Herr, musst du uns halten, darüber nur zu denken und das ernst zu nehmen. Und Herr, wir danken dir noch einmal für was du getan hast. Das alles bete ich in Jesus' Namen. Amen.